gebe ich proposieren, dass wir mit der Pressekonferenz aufhängen zunächst. Merci für kommen. Als ein Nationalvierstand heute Morgen stehen ganz am Zeichen von der Rentrée Sozial, wobei wir angefangen haben mit der Analyse von der Wirtschaft, sozialer und finanzieller Situation, ohne aber zu vergessen, zurückzugucken, ob die Wahlen, die an Deutschland passiert sind, wo wir festgestellt haben, dass die Wahlausgang mit Sicherheit nicht am Interesse ist von den schaffenden Leuten an Deutschland, weder an Deutschland noch an Europa. Nicht nur der Rechtsruck, sondern vor allem auch das Aufschneiden von der rechtsextremer AfD. Ich kenne sie nationalkonservativ, populistisch, fremdenfeindlich, rassistisch, aber doch immer nennen. Wir bleiben einfach beim rechtsextremen Begriff hier aufzukürzen, als ein Alarmsignal, weil auch noch viele andere Länder dann die gefährlich schrittlich Bewegungen an Organisationen auch an Deutschland Fuß gefasst. An den anderen haben nachher drin, dass die Nährboden für eine AfD oder für Front National oder andere, die Nährboden, die geschafft während Jahren an Jahren an Europa mit enger verfehlter Politik, mit enger sowohl Wirtschaft wie Sozialpolitik basierend auf einem neoliberalen Modell, an dem vor allem auch am Kontext von dem Krisenausbruch 2008 und 2009 die Situation verschärft wird, Austeritätspolitiken, Spurpolitiken, Kuppen am sozialen Netz, Attacke gegen den sozialen Wohlfahrtsstaat, Lohndumping, Fiskaldumping, alles das zusammen hat dazu gefordert, dass eben eine ganze Reihe von Schichten, von breiten Schichten noch an Europa immer mehr Probleme kriegen. Sie haben Probleme kriegen soziale Plan Niveau von ihren Perspektiven für sich, auch für ihre Familien, ihre Kinder. Und schlussendlich sind die sozialen Ängste basierend auf einer objektiver Realität, den Auslöser für so Bewegungen zu stärken. Auf der anderen Seite haben wir so insgesamt einen politischen Link, der wieso nicht folgt, an dem Europa Perspektiven, Alternativen abzuweisen. Ich habe das auch schon den Ofen selber begrüßt, dass eine SPD dezidiert hat, an eine Opposition zu gehen, weil es ganz wichtig ist, dass Erneuerungen passieren, politisch ideologischer Natur, das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für die meisten Länder an Europa, weil in dem Moment, wo soziale Fortschritt den treibenden Motto von einer Politik geht, an dem Moment als eine Perspektive für die Weiterstärkung von den Bewegungen der Parteien in ganz Europa zu verhindern. Die Nährboden, die muss weg, und das heißt, überall muss es zu einer Stärkung kommen von Sozialpolitiken. Das ist nicht nur aus Hans Lachstüter, weil Sozialpolitiken begreift natürlich die ganz direkte Abkommensfrohe von den Leuten, Rufsätze von den Unterschieden, Bekämpfung von den Fortschritten von den Inegalitäten, bedeutet einer Fiskalpolitiken, die nicht die Einseitigkeit haben, wie sie da im Moment tun. Es bedeutet natürlich auch für allem Stärkung, endlichere Stärkung von den öffentlichen Sozialversicherungen statt hier Schwächung an allen Ländern, die an Europa sind. Und es bedeutet schlussendlich aber auch Stärkung von gewerkschaftlichen Rechten, Verhandlungsrechten ermitteln. Weil auch wenn du nicht passiert,
kann ich so gibt kein Aufbaubetriebe per zu den Restaurants und so weiter. Aber eben genau was nicht passiert an einer Zeit, wo vieles sich auch strukturell entwickelt, das ist doch wichtig, dass du zu positiven Adaptationen könnt auf dem Plan für das die schaffend Leute nach ganz Europa verstärkte Mittel kreen, Handlungsfähigkeit kreen, für hier Rechte durchzusetzen. Und schon an dem Sinn ein Bewusstsein zu schaffen, dass ihn etwas kann positiv verändern, dass ihn sich kann positiv wehren, ohne aufzudriften an Krise von Bewegungen, die weiter nicht ernst ist wie sozialer Rückschritt an Demokratiefeindlichkeit bedeuten. So viel dazu, weil der Übergang ist so schnell gemerkt ob die lützeburgische Situation. Wir haben eine lützeburgische Situation wirtschaftlich gesehen, die äußerst positiv ist. Wir bewegen als Entwicklungen vom PIB über 4% pro Jahr, letztes Jahr waren 4,2. Prävisionen liegen noch weiter für die nächsten 2 Jahre, lassen wir über 4%. Als Handelsbilanz, die ist positiv, aber wir haben öffentliche Finanzen, die absolut gesund sind. Wenn ich so gesund sind, so dann erst verwundert das vielleicht nicht, wenn er das Menge Mund kennt. Ich kann da wohl die OECD zitieren, ich kann die EU-Kommission zitieren, ich kann viele zitieren, die uns sich für Lützeburg absolut gesund Finanzen analysiert haben durch Stichdaten 1,6% Überschuss bei der Administration Publiken für 2016 Prävisionen, die liegen auch weiterhin für die nächsten Jahre positiv. Und dann kennt man über die Staatsschuld schwätzen nicht nehmen die Schuld, die kontraktiert wird, wo man dabei rund 20% sind, mehr umgedreht durch der Gegenteil von der Schuld, nämlich Staat, weil der Staat hat und Partizipationen, und das sind nicht nehmen eben auch Pensionsreserven, da sind wir hier am Land bei sage und schreibe 40,4% vom PIB. Was mehr eigentlich als Stadium aktiv war, weil so weit über die rund 20% kontraktiert rausgeht, auch das als ganz klar der Beweis, wie gesund die öffentliche Finanzen. Wie weit so, das sterbt man aus dem ganz einfachen Grund, weil der wüsste, wie das Regierungsmandat angefangen hat, da war Spurpolitik, Spuren, ugesucht, wir haben einen überflüssigen Zukunftspark hier am Land müssten erleiden, aber wir haben recht Dono. Echt positive Entwicklungen geholfen, das, was eigentlich die schaffenden Leute Verluste hatten, Kaufkraft und so weiter, für darin teilweise betonen, teilweise abgefangen zu kriegen, weil auch die letzte Steuerreform wird ja auch nicht mehr Verluste teilweise abgefangen, und das gilt auch für andere Punkte. Und für den Hintergrund von der Situation, nämlich gesund öffentliche Finanzen, eng positiv weiter wirtschaftliche Entwicklung, also für uns, an der Rentrée sozial ganz wichtig, ein Hauptmessage und die Regierung zu gehen. Es sind echt, kann ich so klein, Sozialfortschritte passiert an den letzten 2-3 Jahren. Die teilweise das abgefangen, nur was für aufgebaut ist, an der Message, den heißt, eine Regierung, die muss sozial etwas heute zu Lützeburg nach Dropplehen, an denen 12 Monate die bleiben. Das ist die Hauptforderung, die wir als OGBL haben, das ist auch am Selbstverständnis von all denen, die so, ja, die Regierung hat im Moment eine Situation heute zu Lützeburg, und da muss Positives passieren. Und ich komme dann auf die einzelnen Punkte, die da mal durchgeschnitten sind, an die schon von 12 Monaten geschwärmt. Das sind die nächsten 12 Monate. Ich meine, da habe ich kein programmatisch aus, so wie über die 12 Monate raus, oder das, was Parteien sollen an ihre Wahlprogramme mäßig stehen haben. Aber ich beziehe mich auf das, was absolut notwendig ist, dass die Regierung das möchte. Das ist etwas, das bräuchte ich eigentlich gar nicht zu fordern. Nämlich, das steht am Akkord vom 21. November 2014 vom Zukunftspark, nämlich, das müsste ein Anpassungsmechanismus angefordert gehen, gesetzlich angefordert gehen, was die Familien
zulagen, sowohl an Natur wie an Espèce ubelernt. Aber periodisch Oppassungen gemerkt gehen, gemäß de festgestalteten Entwicklungen vom Medianlohnheitslötzebusch. Wir hatten Dono. Nur dem Akkord Diskussionen mit der Familienministerin Meijer, Familienministerin Kahn, an dem Medikationsminister Meisch zu den Sujet. Wir hatten als Gewerkschaften mit hinnen Akkord, wie das Kind am Einzelnen dann auch gesetzlich abfließen. Das gouf dann ein Projekt, war den aber da leider nicht mehr auf wesentliche Punkten dem entsprach huet, was eigentlich an dem Akkord festgehalten, genas respektiv eben Sache kreiert huet, die eben kontraproduktiv par rapport zu den Akkord sind. Aber wir werden bis heute, nur dem zum Beispiel Chambre des Salariés, ganz klar die Kritikpunkte abgeworfen wird, dann noch gesagt, was ist geändert, die werden wir bis heute, ob eine positive Änderung, ob positiv Amendementer von der Regierung par rapport zu den doen Projekt war. Das wie wann nicht mehr weitergehen. Und das ist ein zentraler Punkt. Wenn die Regierung da lohnt, ein verbesserten Gesetzesprojekt auch schnell zum Aufschluss bringt, nämlich aufgemerkt, dass auch der ganze Mechanismus ab 2018 lebt und du also schon Anpassungen müssen passieren. Wenn das nicht passiert, dann ist das für uns ein Wortbruch, wo an erster Linie Familienministerin Kahn an den Edukationsminister Meisch hier schuld, weil sie schlussendlich an ihre Responsabilitäten, wo die Sache schläft, und nicht positiv zu einem enden kann. Wir sehen das dann als ein absoluter Wortbruch und par rapport zu dem Akkord, genannt Zukunftspakt, respektive Spurpakt aus dem N 2014. Na enke, du geht es darum, dass in Iran Kannergeld wird der Desindexierung 2006 im Rund kann ich so schon 20% entwert gehen, dass du auch mal periodisch Anpassungen Uwen stattfinden. Da kann noch eine Kombination sein mit froh wie Checkservice oder andere Sachen. Das ist ja alles genau vorgesehen, dass du keine Schwalen getroffen gehen. Muss passieren. Und die Regierung geht ganz gut, wenn 2018 etwas passiert, ob einem propre Gesetz, das genau dem Akkord von 2014 entspricht. Absoluten Handlungsbedarf. Wir haben dann andere Punkte am Bereich von den sozialen Versicherungen, wo Handlungsbedarf ist, auch da, weil die Situation ganz positiv ist, finanziell gesehen, unter anderem bei der Gesundheitskäse, wo wir über 100 Millionen eigentlich Überschuss haben, aber wenn ich gucke, was das alles kumuliert, bedeutet, dass immer schon ein paar 100 Millionen, wo Möglichkeiten bestehen, für nur dem eben am Kader Zukunftspakt für Drohnen Prestationen aufgebaut gesehen, verschlechtert gesehen, dass lo mal in eine andere Richtung geht. Es darf nicht durch Kotisationen gefreckelt gehen, das ist nicht als ein Sujet für uns, geht es eng an die Regierung als abgefordert, das dann lo auch zu machen, nämlich im Niveau von den Prestationen, ob das Prestationen sind am Zusammenhang mit den zwei Dentaires oder den Implants, ob das Prestationen sind am Zusammenhang mit den Brillen, den Gläsern, den Lähen an dem Kontext bis an die Anerkennung von den Laseroperationen, ob das am Bereich von den Psychotherapien, also ob das auch am Bereich ist von Berufssätzen von der privaten, individueller Partizipation von den Leuten am Kader von Konsultationen. Das ist genau das Feld, wo etwas muss passieren für die versichert an den Zeitpunkt, das wie gesagt Lodo. Wir haben noch an dem Kontext gesagt, dass auch endlich den sogenannten Congé mi-temps Therapeutik, den Congé Therapeutik, misst unerkannt, an dem Sinn unerkannt gehen, dass ein Orlo eng legal Basis kriegt. Und wir haben uns natürlich auch aus Nähe gesagt, dass wir nicht so, dass die Organisation haben, auch von denen das immer so möchte, wie wenn sie die Einzigen wären, die durch Forderungen hätten, an Diskussionen gefordert hätten, nämlich zu der Frage von den sogenannten 52 Wochen, wo wir viele Propositionen gemacht haben an den letzten Jahren, an Maint.
a wo man eben mengen, dass do Blockagen op Seite bestehen, wo sie net dürfte bestoen, aber den Minister von der Sekretät soziale lo opfuderen, dass lo endlich do Stuhlgang gemerkt an die sagt du könnt an dem Sinn, dass eben eng Unerkennung in bestimmten Bedingungen über die 52 Wochen eben mussten möglich sein an noch geregelt gehen da das wichtigen Punkt, da wo man mengen do Mist kurzfristig eng Lesung op den Tisch kommen. Soviel zu der Situation von der Krankenversicherung an den Revendikationen an dem Kontext noch an dem Kontext auch noch wiederholt, dass man weiterhin darauf drängen, dass kurzfristig rapport zu den Problematiken, auf die ich heute nicht angehen, da hat man eine Pressekonferenz zu der ganzen Problematik vom Reklassement, dass du auch die Anpassungen gesetzlich gemerkt gehen, die notwendig sind für die vielen Probleme, die Terrain bestehen, definitiv zu lesen. An dat also auch wie gesagt kurzfristig. Wir haben noch nach einer Tour gemacht über das Assurance-Dependance, wo kein verwundert, dass wir nicht begeistert sind über das neue Gesetz, was da angefordert ging, als mehr Gesinn effektiv vom Fonds hier nicht plus-value. Ich kann noch sagen, dass an Diskussionen über das Projekt zu Reglement Grand du Co. an dem Kontext den OGBL an den Diskussionen weiterhin keine Satisfaktion huet, war am Gister eng Reunion, wo man Opposition gemerk hun an wiederhoel noch nachkehr die zwei Punkten, die man we angesot hun bis haut net gelest sind, nämlich das vom Fond hier ersten Enkadrement von der Neujahrshellule d'Evaluation, die lo en andere Numm soll kreien an fir alle méi poids vun den Assyrien och an dat ganz ran ze kree, sie schlussendlich sie die finalement direkt iwwer hier Kotisaun d'Assurance-Dependance bezzuelen oder indirekt, weil joch Personenphysiken haut de größten Deel vum Staatsbudget drohen an net méi an net Betrieber, dat de facto 2 Millionen fir d Finanzement vun der Assurance do opkommen an dat heescht ganz klar, dass die Rechte mussten noch weitergehen an dat selbe bezieht sich op die nach immer net gelesten froh vun dem Verhinderen vun der Schwarzerbecht am sogenannte Bereich vu de net a domicil, da immer beim EDA formell, wo man op do klar Definitionen an Verhinderen vu Schwarzerbecht Dr drängen. Dann hatte man haut Moien och für allem für im Hintergrund von der wirtschaftlicher Situation Diskussion über Lehn. Heute zu Lützeburg an ich will darauf verweisen, sowohl auf die OECD, die an ihrem Rapport annuell über Lützeburg zitieren, dass la productivité totale des facteurs a augmenté fortement, das geschrieben wird. Für all die Mengen gif net weitergehen am Land mit der Produktivität, de contraire als der Fall. An dass die OECD, die für den Zeitraum von 2013 bis 2018 sieht, dass es approximativ rund 2% plus im Niveau von der Produktivität geht pro Jahr. Das ist die OECD. Und dann haben wir auch, wie alle Jahre, den Tarifbericht geguckt von dem Institut WRC, was der Hans Böckler Stiftung durchsteht, an dem Tarifbericht auch eng gut Vergleicher machen am Niverblick, die war an Europa op denen Plan geschieht. Du hast festzustellen für Lützeburg, und ich betone für Lützeburg 2014 bis 2016 op einen Zeitraum von 3 Jahren, dass die Erbsproduktivität ihrer Berechnungen nur an die basieren noch auf dem statistischen Material von der Kommission, dass dort die Erbsproduktivität um 5,5% an die Lut gegangen ist. Wenn ein Prognose 2017 mathält, da wären wir am Kader von 4 Jahren bei einem Plus von 6,75%. Ich soll nicht nur zählen, weil du geht ja dann noch von der Reallehne geschwärmt, wie die sich entwickelt haben. Aber wenn ich 5,5 Werbsproduktivität gegen 3,5% Steigerung bei der Reallehne habe, an dem Zeitraum 2014 bis 2016, wenn ich Prognose aktuell 2017, da sind wir 6,75% Produktivität par rapport zu
4% Reallehn, da bewegen wir uns an einer Differenz zwischen -2 bis -2,75%, wo Reallohnentwicklung zur Deflate par rapport zur Produktivitätsentwicklung, als also dann zu einem Deal eben zu einem übermäßigen Deal in Richtung, kann ich so, von den Beneficer von den Betrieber gelaufen, für Patronat, für Betriebsbesitzer, an auf der anderen Seite nicht an Lohntuten von den Leuten. Die Vorschau, die muss abgefüllt gehen. Und da versteht er vielleicht, dass man haut nach einmal wiederholen, dass mehr als GBL wollen, dass das Lohn hier am Land gestärkt gehen, dass man das fordern auf alle Plätzen, wo wir verhandeln. Das ist die eine Seite. An die andere Seite, das dann nicht froh von dem Verdelungsspielraum opfüllen, mir dann als froh von dem Mindestlohn an mehr nur dem Avi vom Wirtschafts- und Sozialrat fordern wir von dieser Regierung, dass endlich etwas so Mindestlohn passiert. Und wir wiederholen heute ganz offiziell als Forderung von dem plus 10%. Und wir wollen nur an dem Kontext daran erinnern, dass die Argumente, dass dann und sich Männer Leitgiffen angestaltet gehen, heute zu Lützeburg von der Population resident, die nicht oder nicht oder dequalifiziert sind, dass das so nicht stimmt. Da gibt es überhaupt kein Material, was die da auch so machen. Erst am Country heute zu Lützeburg eine Situation, wo nicht darauf hinweist, dass da eben ein Todeschomage von genau den Kategorien von Leitgif an Blut gehen. Wir haben sowieso insgesamt eine Situation, die absolut en phase ist mit dem Durchschnitt an der EU. Und wir haben sogar eine Situation, wo man innerhalb dem Niveau von Chômage von nicht qualifizierten und unqualifizierten Laien drinnen Laien par rapport zu Belgien an zu Frankreich. Okay, doch so eine Abfährung vom Mindestlohn an Deutschland wird nicht dazu gefordert, dass die Erwerbslosigkeit an Blut gegangen ist, als es de contraire gewircht an wenn ich auch reingucken, Travailleur Resident par rapport zu Frontalieren, wie verdeelt sich das eigentlich par rapport zu all den ersten Niveau von Qualifikationen hier am Land? Und dann gesagt, dass unabhängig vom Niveau von der Qualifikation die Pourcentage meistens plus ou moins dieselbesten ist, dass also nicht unbedingt die enge oder die andere Schicht von Qualifizierten oder also von Salarien, was Schicht von Qualifikationen geht, dass du wesentlich Unterschiede wären, wie sie hier am Land eben angestrahlt sind. Den soziale Mindestlohn ist zu niedrig, und noch war mehr ein hohen Hund am Vergleich zu anderen Ländern. An den absoluten Wert, so stimmt das eben nicht an der Relation zu unter anderem das Salaire moyen. Heute in Lützeburg möchten rund 45% aus dem Mindestlohn, das ist plus ou moins dasselbe Niveau wie an der Belgien, an Deutschland, mit das sogar 5% Männer hoch wie der in Frankreich. Also insofern besteht genau der Spielraum für etwas zu machen. Ich will an dem Kontext auch daran erinnern. Und das geht auch immer aus den Zahlen von der OECD und so weiter heraus, dass wenn man den Vergleich möchte, beispielsweise an der Industrie oder an der Konstruktion, dass heute zu Lützeburg der Coût salarial mehr deflate wie an den Pays limitroph, aber für uns nach mehr interessant ist. Und das deckt sich eben mit der Forderung, dass die Löhne müssen runtergehen, als dass die Differenz, die Negativdifferenz, dass die an den letzten Jahren nach an Blut gegangen ist. Also Tendenz steigend. Insofern sind die Löhne nicht so hoch, sie liegen mit tief wie mit den vergleichbaren Ländern rundherum. Und auch da weist sich also Notwendigkeit, dass auf der Lohnfront etwas muss passieren. An den Mindestlohn, ich will nicht eine große Stadthack mit ihrer Etude Budget de Reference
erwähnen, die ganz klar gewiesen hat, dass man eng Mindestlohn als Lützeburg nicht ordentlich kann leben und dass es ja auch da kein Wunder ist, wie das mehr so ein hegen To hun Working Poor am Vergleich zu anderen europäischen Ländern besteht, für das Regierung absoluten Handlungsbedarf zum Niveau von Mindestlohn zu machen. Mehr hun dann haut de Moien als da noch als nie gesagt hat Niveau Erbesrecht, wat do notwendig ist, was noch muss passieren. Ich so absolut urgent als eine Reform bei den Plan Sozialen. Ich gehe auch haut nicht an die einzelnen Forderungspunkte mit dran. Ich will just erinnern, das sind die Sachen, wo Lohnerbs muss passieren, und nicht irgendwann an der nächsten Legislatur. Dasselbe bezieht sich dann aber auch auf unter anderem den Dossier, die ledigschen Dossier, die wir haben über die Protection des Données, wo wir Projet de loi Vierlein haben, die wir refusieren aus dem einfachen Grund, weil do der Schutz von den Salarien auf den Arbeitsplätzen heute zu Lützeburg gegenüber den möglichen Überwachungsmethoden an Installationen drastisch aufgesagt gehen. Und das ist inakzeptabel für ein Land, das will eine positive Diskussion führen und eine andere, wie wird all Entwicklungen am Kontext Digitalisierung und so weiter, das ist inakzeptabel. Und wir sollten eigentlich vom Premierminister an der Sache empfangen gehen, da das bis heute nicht passiert. Wir konstatieren, dass wir am Moment keine valable Solution das leihen haben. Und dafür ist es so, dass wir erstens mal die Regierung auffordern, dass du dem Rechnung gedroht wird, was wir fordern. Und ich annonciere noch ganz klar, wenn nur nicht direkt etwas passiert, dass wir dann nur die Aktion, die wir schon für in der Chambre hatten, auch zu weiteren Aktionen werden übergehen. Das ist in sich einem modernen Arbeitsrecht nicht würdig, was da passiert. Und du kann doch nicht das Interesse sein, vielleicht von dem einen oder dem anderen, den an der mit der Kommission zu dienen hat, die du dezidieren, was eigentlich Niveau von der Überwachung an der Möglichkeit zur Überwachung auf den Arbeitsplätzen passiert. Dann nächsten Dossier als Steinlo beim Arbeitsrecht, das sind Verhandlungen über die Arbeitszeitkonten, Kant et Pein. Da du Hummerlo fängt der Woche nächsten Termin mit der Patronatsorganisation UL. Und ich will just Teil so mehr erwarten als von der Union, dass nur definitiv weitergeht, und zwar positiv weitergeht, auch auf der Basis nicht mehr mehr. Also GBL proposieren mir war doch Grundlage war, die schon für Jahren erschafft ging aus dem Niveau vom Wirtschafts- und Sozialrat. Und ich schon noch konstatiert, und ich fand das ganz positiv, dass im Niveau von der Fonction publique ein Akkord stattfand huet par rapport zu den Arbeitszeitkonten an der Form von einem Projet de loi an de vom Fonds hier dat opgreift, wat als langjährige Forderungen sind. Du hast gut geleiert gehen, und zwar 1 Stunde als 1 Stunde, 1 Stunde, die ich 2017 schaffen, als 2027 nach 1 Stunde, egal wie viel Lohn dafür die Stunde muss bezahlt gehen. Und das Prinzip, das lo angebaut an dem Projekt de loi, und das auch genau das, wo mehr so, und das muss allbei das Grundbasis von den Arbeitszeitkonten neben dem Prinzip, dass es des Salariers, den dezidiert, finde ich, dass die gespurte Zeit ranhält für ein individuell eigenen Projekt, nicht aus irgendwelchen anderen Ursachen. Und dann muss man, das ist vielleicht ein bisschen mehr kompliziert, wie im Bereich von der Fonction publique, muss man den Cadre general finden, das Gesetz muss fixiert gehen, weil das ist auch ganz klar, dass für uns Arbeitszeit kommt, was ja eine ganz, ganz spezielle Situation ist, dass man Arbeitszeitkonten just können auf einer Verhandlungsbasis können abfeiern zwischen der Gewerkschaft und der Patronatsseite. Da gehen verschiedene Niveaus, die möglich sind. Ich gehe nur nicht an Detail heran. Wie auch die Frage muss grundsätzlich geklärt gehen, neben der Frage, mit was kann überhaupt ein Arbeitszeitkonto gespeist gehen. Und auch da geht es eigentlich, wenn ich das Projekt de loi gucke, also auch da als Forderung eigentlich auch abgeholt gehen, nämlich dass zum Beispiel nicht kann sein legalen Congé, die 25 Tage, an dem Sinn kann du rasch speisen, das ist auch enorm
enorm wichtig, weil Leute aber auch von so Zeit irgendwo spuren, da kann das aber nicht auf Kasten gehen von denen Zeiten, wo es enorm wichtig ist, dass als Salari Jahr für Jahr sein Kongé hat, seine Freizeit hat, dann noch das notwendige Volumen für sich seriös können zu erholen. Ich gehe da weiter, probieren nur durch die Best zu kommen mit der Fiskalität. Und sind immer bei den nächsten 12 Monaten. Wir konstatieren, dass im Moment auch nach Projet de loi wird Besteuerung von der Propriété intellektuell, wo wir festgestellt haben, dass da den Déchet fiskal geht von rund 50 Millionen zugunsten von den Betrieben, schon von der guter finanzieller Situation geschwert, und es geht absolut das notwendig, dass möglich Spielraum sind da, für auch im Niveau von den Steuern nach eng Schöpp als Regierungen lobei zu lehen. Wir haben gesagt, wir brauchen erstens mal Mechanismus, den die Steuertabelle und die Inflation uppasst, für zu verhindern, weil das ist schon am Gang. Das ist eine kahle Progression stattfindet. Wir haben gesagt, wir wollen Steuerfreiheit für das Niveau, von dem der Mindestlohn verdient, an den sieht Steuerfreiheit heißt, dass da noch ein Spielraum gibt für an den Klassen drüber am Tableau von der Barem auch nach weiter Lichtentlastungen zu machen, die parfaitement zu finanzieren sind. Auf der anderen Seite war der Monat immer drauf, das Kapitalrevenu mich stark besteuert ging, also da schenkt auch nicht mehr viel zu laufen, mehr prioritär für uns, das ist eine Verbesserung von der Kaufkraft für die Leute zu Lützeburg aufgrund von weiteren fiskalischen Allegementen an, wie gesagt, der Spielraum ist da. Wir haben dann noch begrüßt den Akkord, den wir dann da, also GBL, finalement ausgehandelt haben mit der Regierung, weil eine andere Gewerkschaft aus welchen Gründen, meiner Meinung nach, schon opportunistisch Forderungsgründe nicht mehr mitgemacht hat bis zum Schluss. Wir konstatieren, dass wir dafür Grenzgänger valable Solutionen par rapport zu dem Fond tun, was an einer ersten Phase geplant, also als Reaktionen von uns Zentrale merken, denen Reaktionen haben wir gemerkt, dass wir da etwas gemacht haben, also GBL, was sinnvoll war, was den Leuten weiterhilft, auch wo man können so ein mehr hun ein bestimmtes Niveau von fiskalischer Gerechtigkeit erreicht. Ein weiteren Sujet, den wir dann heute morgen hatten, das war die europäische Situation. Wir werden nur Diskussionen auch am Distur so nach Münch passieren, an der ganzen Diskussion rund um den sogenannten Socle européen des droits sociaux. Auch das Thema haben wir behandelt. Ich will hier ganz kurz denken, was die große Linie ist. Das ist das endlich, und ich habe heute mal angefangen, das Sozialeuropa. Die Sozialseite par rapport zu allen anderen Entwicklungen muss an eine Priorität kommen. Es kann nicht so sein, dass die wirtschaftlichen Parameter und Objektive, die ich stellen kann, über die soziale Leine, das gilt für das ganze Semester. So wird das feiert wir gesehen, um Niveau von restriktiven Haushaltspolitiken, um Niveau von das, was dann proposiert wird, par rapport zu den Ländern Ugreifen von den Lohnverhandlungssystemen und so weiter, wo gesehen zu wird, das feiert, nee, die Sozialparameter, ob das nur Chômage ist, ob das frohe Wert von den Inegalitäten im Niveau von den Abkommen ist, also eben genau Durchstellung von der mehr gerechten Verdelung, als das sind lauter Parameter, die müssen auch ablesen. Umgedreht geht es um allgemein Rechter, um europäische Plan, und ich kann du nicht mehr so, dass das Allerwichtigste, das ist, wenn ich positiv Rechter diskutiert, im sozialen Plan, die für Europa sollen gelten, da müssen das auch Rechter sein, die ganz klar gesetzlich europäische Plan fixiert sind. Keine Rekommendationen, kein Hai, kein Do, kein Werk, Deklaration d'intention oder was auch immer. Nein, Gesetze. Gesetze, die verpflichtend sind für alle Memberstaaten. Ich meine, das ist irgendwo die wichtigste Message an dem Dossier. Semester Europäen werden wir auch nächste Woche, Anfang nächster Woche, mit der Regierung zusammenkommen wie geplant. Nämlich, wenn es geht, sich über die sogenannten Rekommendationen zu erhalten,
die all Joer Bresler Kommission und als Land bei der Regierung dann riecht, du hast festzustellen, weil positiv was mit der Inflation zu dienen, dass das dass das am Moment keine Rekommandation du als für als ein Indexsystem zu verschlechtern, respektiv für als ein System von der Formation des Salaires zu verschlechtern, negativ als allerdings, und da das auch gebetsmühlenartig wie der Tour für Jahre passiert, nämlich die Rekommandation, dass Lützeburg unbedingt etwas muss machen par rapport zu den Kosten von dem Vieillissement, weil man da irgendwann denken, man da staatliche Finanzen giffen an Mauer rennen. Normalerweise ist nur die Mauer bei 2060 abgestaltet und also ein bisschen Zeit weiter zu liefern. Weil aber du an dem Kontext sagst, natürlich dann aber so, dass man auch do neizuelen hunn iwwer die Entwicklung eigentlich von unseren Pensionen zu Lützeburg, an die sind ganz interessant, nämlich dass es so ausgeseit wie wann lo net 2023 wert sinn mir 2026 wo man dann giffen an eng Situation komme, wo Resetten iwwer Kotisationen Medef giffeleien wie déi vun den Depensen, a wann dann awer geht awer weiter, nämlich dass als Reservegif weiter usteige bis schmengen op 2031 durch Stakommes iwwer den sogenannten Fonds de Compensation wucht d'ailleurs dat unterstütze, wat gestern der Präsident von der Chambre des Salariés gesagt hat, an dem Kontext, dass die Milliarden, die da sind, auch sinnvoll investiert wären, wenn es um die Förderung vom sozialen Wohnungsbau zu Lützeburg gehen. Insgesamt gibt es bedeuten, dass, und das ist ein fanden, dass schlussendlich am Jahr 2041, dann do wäre wo d Reserve haut milliardenmäßig ass, auch da wäre mo nach net ganz opre. Da immer also beim To de Kotisation vu 24%, an net irgendwelch einer Prozent. Ich will net dat wiederhole, wat den Präsident vun der Salariatskummer Göster gesot huet, du sind eng ganz Party vun Idee Joch weiterentwickelt gin, die Mahaifir Summer och gesot hatte, wie kennt Pensionen am brechende Pensionen Sachen verbessern, zum Beispiel par rapport zu den Studienzeiten von der Leute oder zu den Pensionen von den Frauen, die keine ganz Karriere nun oder zu auch gegebenenfalls eben Schüler, die schaffen, wo ihr seht, auch das muss eigentlich hier mal an Berechnungen kommen oder wie in irgendwann auch muss über Kotisationen muss können nur denken, aber ganz präventiv für eben zu verhindern, dass Pensionen sich weiter verschlechtern, wie der aktuell am Gesetz vorgesehen ist. Ich meine, Klammer zu, weil man also schon ein ganz paar die Propositionen gemerkt und mir die Last zuhlen, gehen als du eigentlich auch recht, dass in Hai am Land endlich soll abhalten. Zu versichern, Pensionen unzugreifen, an immer die Versicherung erhält, wo wir auch ganz genau wissen, du geht nicht nur darum, dass ein Patronat sagt, du insgesamt nach Manner will bezahlen, du Kotisationen zu Lützeburg, wir wissen auch, dass du all die Lobbyen, an die sie für mich bürgerfeindlich eigentlich. Bürgerfeindlich Lobbyen, die du hingehen, permanent immer eine weiter Kommerzialisierung von den Pensionen wollen durchsetzen. Und du muss endlich Schluss sehen, gerade mit den öffentlichen Geldern, die man dann an die Falschrichtungen rastierchen. Da das eigentlich die richtige Message, die politisch muss geholt gehen, wenn ich will, unter anderem auch die Sozialkohäsion, und da kommt es in der Schäder nicht nach weiter aus den Driften los. So, dann hatte ich noch einen Punkt bei den Sozialleistungen vergessen, da das dann noch für die Familienministerin Madame Kahn, die nicht mehr so aktiv gehen, par rapport zum Anhalt vom Akkord 2014, mehr unterstützen dem Arbeitsminister Schmidt seine Forderung de Congé de Paternité op Zingdeich opsetzen, genauso wie die Rekommandationen möchte europäische Plan. Ich erinnere nach ein Jahr drin.
an der Diskussion mit der Madame Kern mehr hier gar nicht an den geklappt haben mit ihrem Aufbau von den Congé bei anderen, bei Mariage oder bei den Paxen und so weiter und so weiter. Wir haben nie statistisch Material präsentiert gekriegt. Wir wissen eigentlich gar nicht, was da soll de Gain sein, de Gain effektiv was für Betriebe auf der Betriebsseite. Und dadurch ist es absolut denkbar. Und das ist eine ganz, ganz gute Idee, zu sagen, hey, statt dass es soll auf 5 Tage gesagt gehen, die Congé de Paternité sollen auf 10 Tage herabgesagt gehen, die Spielräume sind da. Und da geht doch keinem am Menge noch an irgendetwas wäschgeholt, du mengst, dass wir dann dem Equilibre ein Schmino kommen, wie den wir am Moment haben. So, wir hatten dann ein Sujet, den wir nicht allkeers behandeln, mit denen aber das keine besondere Bedeutung für uns krit huet an Ukengen, die allnächst kommen meint wer tun. Mehr hat den Haut d'Analyse vun der öffentlicher Schule, die wir ugefangen hun, an dat natürlich auch no dem jo eng Penurie ausgebracht as am Land wat Schulmeestren an Schulmeestrinnen ubelangt an wo man echensmol nach einkehr bedauern, dass die Wahrheit so weit kann kommen, dass man Penurie hun hun dass du nicht das Lof geschafft werden mit 10 Stunden Appuis, Stunden Accueil, Stunden 10 Klasseneffektiver, die Rob gesagt und so weiter. Das ist also einen qualitativen Verlust damit verbunden, dass die Wahrheit am Moment nach kann überall schon gehalten gehen an mehr betonen. Das als OGBL haut. Das mehr vom Medikationsminister verlangen, dass lo alles innerhaltet, für dass die Problem von der Penurie, dass die gelöst wird, und auch für die kommenden Jahre gelöst wird. Ein Teil davon ist die Reform von dem Stage, Niveau von der Ausbildung, besser gesagt, der Erstellung von dem Schulpersonal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wenn es wirklich so ist, dass wir ein Problem haben bei der Attraktivität von denen Berufen, ja, da muss ich dahin gehen und sie mehr attraktiv machen. Aber wenn ich weiß, dass für allem die Stage-Geschichte eine große Diskussion steht, wenn über die Attraktivität geschwärzt wird, ja, da muss da etwas passieren. Aber die Diskussion, die wir gefolgt und aus darüber rausgegangen schmengen, den OGBL bedauert doch, dass an fordert eigentlich, dass Schulpersonal profitiert Leid aufgezogen sind für andere Sachen zu machen wie Schul zu halen. Und wann irgendwo eine Penurie ist, irgendwo, ich könnte nur viel vergleichen mit anderen Betrieben oder anderen Dienstleistungen. Wenn Penurie da ist, was eigentlich den ersten Objektiv ist, nämlich den Schüler einen guten Schulunterricht anzubieten. Und wir haben profitiert Leute, die heute nicht an der Schule sind, und schwätzen eben just nicht von den Pensionierten. Aber ja, dann muss so eine Politik dahin gehen und gucken, dass diese sich um Schulgeschäft direkt bedeeligen. Das ist eine erste Antwort auf eine Penurie. Die zweite habe ich schon gesagt, die Attraktivität der Berufe. Und dann ist als Diskussion darüber rausgegangen. Und wir haben noch heute festgehalten, dass wir heute nicht direkt mit einer Party von Forderungen kommen, par rapport zu dem Enseignement zu Lützenburg, mit dass wir uns Zeit holen, das mir genau alles zu gucken. Ich will just Details so in den OGBL steht ganz klar für eine stark öffentliche Schule. Weil nämlich eine stark öffentliche Schule kann die Leute, die Schüler, die Studenten Chancengleichheit bieten an. Das ist auch nicht mehr eine stark öffentliche Schule, die jedem kann die Möglichkeit geben, so weit wie möglich sein Potenzial zu entwickeln. Und das sowohl
am Interesse vun enger so beruflicher Qualifikation, wéi awer ich betonen dat auch fir eng ganz gut an héich Allgemeinbildung. Et gëtt fir NoGBL kein anert Ziel. A wann do Probleme entstehen, da si also GBL gefordert, dann dofir Werte man auch als Lo ganz stärken die do Problematik bekümmern, an dat as eben net nimmen froh vun den Dotationen. Me das aber final auch als Dotationen, Besetzungen, Penurie, me das final auch froh, wo as überall am Moment schon die Qualität, die mehr ein Schwdrin vorgestalt. Ich will net verhemlichen, dass man so schon, dass man am Gange sie noch an Richtung gleichen Privatisierungen aufzudriften, an dass man aufdriften an gegebenenfalls Situationen, wo Stadtchancengleichheit statt eben du auch mehr Sozialgerechtigkeit an Kohärenz zu produzieren, dass man riskieren, an du werden man ganz stark Opposition machen, an Errichtungen zu kommen von echter Ghettoisierung oder Segregation. Ich will haut net den Teufel und Mauer malen. Schon gesagt, wir machen kein Fertigspiel von unserer Analyse nach eben rapport zu dem, was wir Werte proposieren. Von haut als ganz klar aufgrund von all den Evolutionen Schulpolitik am Zentrum von am Zentrum von dem UGBL singen erbechten an Evaluierungen rakommen, an dat wird an all den nächsten Main weitergo, weil ich will dat Heinke betonen neben eng demokratisches Schulsystem als für allem für Land wie Lützeburg wie immer gesucht wird. Das als Hauptkapital wat man hun eben genau Qualifikation an Wisse vun de Leiit ass an wann man die Durchrichtung will go, dann darf man kein op der Strecke vergessen, dann darf man net zugros Fortschritte kreen an der Population selber tschen den Schülerinnen, weil an dem Moment sind so Ziele auch nicht zu erreichen, dass nicht nur eng sozialfroh an eng gesamtgesellschaftsfroh mit das auch nach auch sogar nach eng ökonomisch froh dabei. An just so letzte Satz. Die Diskussion wird natürlich nicht nur mit der Formation initial gehen, schon paar an der Recht gesagt. Denn die Bedeutung vom Lifelong Learning, die Idee haut huet, als viel mehr heich, wie das war der Moment heute zu Lützeburg passiert, da geplant, als auch do als den demokratischen Auftrag vom Staat manifest, auch do mussten Staatsinitiativen überholen an ein System aufbaut, die für Südfrieden zugänglich ist, wo auch die Rechte für Südfrieden aufgesichert und ausgebaut gibt. So viel dazu. Wir haben dann nach verschiedenen betrieblich, also weil sie nach, nee, ich gehe nur im Jahr, das geht also zu weit, wir haben nach Betrieber. Betrieber ist mit den Betrieber beschäftigt, nach einkehr für allem am Bereich der Konstruktion, wo man am Konflikt leiien im Niveau vom Kollektivvertrag für die Liftbauern. Wir sind am Beginn immer mehr in Richtung Großkonflikt am Bereich von der Konstruktion. Und das ist ganz klar, dass an den zwei Kollektivverträgen Lohnentwicklungen müssen stattfinden, an signifikant Lohnentwicklungen. Wir sind dann die Bilder heute Morgen gemerkt über die Positivverträge, die wir aufgeschlossen haben am Bereich von den Südgemengen. Nach anderem wir haben dann auch Stohltripartit, auch du den Bilan gemerkt. Voilà. Für den Rest hat man just intern Sachen, wo man auch, wenn man auch nach Personal angestalten, auf moderne Informationen gehen und so weiter. Aber auf nicht, weil Lohai einen politischen Charakter hat. Ich hoffe, dass du nicht vergisst, und weil wir immer zu lang stellen, muss ich auch eher freuen. Vielmals merci für das Zuhören und kommen.